Okay, Freunde. Es geht weiter beim Technomancer. Und ich hab offline ein bisschen rumprobiert. Und deswegen weiß ich jetzt, wie es weitergeht. Ich brauche nämlich den Code. Und zwar für den Spind. Und den hat der Scott Seeker, dieser Blödmann. Und das sagt er mir nicht. Ja, pass auf. Da hinten habe ich noch was entdeckt. Und zwar einen Aufkleber. Tu mir das weg. Leg das. Der Typ da. Mit dem Gummischlüssel. Aber erst einmal brauche ich den Code. Ja gut. Das heißt, ich muss wieder in den Untergrund. Zudem habe ich noch 2 andere Technomanten-Geheimnisse gelüftet. Aber dazu später mehrere. Pass auf, das klappt da. Nimm sie mal mit. Im Fall der Fälle können wir es recyceln. Ich brauche nämlich mehr Krempel zum Basteln. Ja, pass auf, jetzt rennen wir. Da hinten um mich. Auf den schnellsten Wege in den Untergrund. Ja, grüß Gott. Die Herrschaften. Eigentlich bin ich gerade auf der Durchreise. Oh. Oh, die will Treffer. Oh. Da bist du geworden. Geh mit dem Riesenschläger. So schön. Den bringe ich mir nicht bei. Der mir. Kann er sein. Oh, nix. Ja gut, geht gut. Ja, ist so, wie schaut denn aus? Der merkt schon. Der Andrew ist reif. So für den Zirkus. Ja, das haben wir gerade umeinander geht. So schlecht die. Was hat denn der? Eine Soldatenbrustplatte. Nehmen wir mit. Wie gesagt, können wir es recyceln. Und da sind wir wieder. Auf dem Weg in den Untergrund. Jetzt muss ich, wo muss ich hin? Links um mich. Ja, das kann ich mir nicht merken, gell? Den Weg bin ich schon 1000-mal gerannt, aber ich weiß immer noch nicht. Was geht das Viecher? Ich hab ein geschnitzeltes. Heuschrecken geschnitzeltes. Lass mich drauf schießen. Und da haben wir noch Maulwürfe. Die gefährlichen. Wobei, so gefährlich sind nicht mehr. Die sind noch viel gefährlicher. Zudem bin ich hundsgemein. Kann man das schießen, ne? Ja, Andrew, schaut aus. Nicht rumliegen. Das war's. Schlechtes Leder und Serum. Ja, da schau ich. Die haben mehr Serum dabei als die anderen. Jetzt müssen die da hinten um mich. Und zwar im Dauerlauf. Hallihallo.
Ja, mit den anderen zwei kommen nicht die Show vorbei. Und ich bin aufgestiegen. Stufe 38. Ja, das ist ja ganz gut. Also auf Stufe 38. Darum geht nichts mehr, gell? Scheiße. Das finde ich richtig deppert. Der Gauner-Stil. Erhöht die Chance auf Vergiftung von Gegnern durch Stoßen um 25%. Oder nimm ich das da unten. Die Konzentration. Um 10 Sekunden. Ich nehme sie mal. Eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Ja, und welche? Auf der neuen. Könnte sein, gell? Die kenne ich noch nicht. Die Fähigkeit auf der neuen. Wie schauen die aus? Was soll das sein? Eine Bullet Time. Eine Bullet Time für 10 Sekunden. Oder so. Du, gell? Nicht beißen. Und gibt einen Maulkorb. Ja, Andrew. Am liebsten da das mit Horn nicht mehr, gell? Die Viech. Alter, da muss ich aussehen. Davon steht nämlich der Scott Seeker. Seht ihr, da ist er. Okay, Scotty Boy. Warte mal, den nehmen wir mit. Und zwar lose ich erst einmal einen Andrew da. Und nimm er mit. Seht das. Du schaut aus, kommst du? So geh. Ja bitte, jetzt muss ich wieder zurück in den Hangar. Da habe ich erst einmal ein bisschen rumprobieren müssen. Bis ich es rausgefunden habe. So schaut aus, kommt es. Ja, das Gott braucht ein bisschen länger. Der ist immer der Jüngste. Und dann hoffe ich doch, dass ich endlich zur Polarexpedition aufbrechen kann. Ja Mann, lauf! Muss zurück zum Hangar. Mir pressiert's. Jetzt werden wahrscheinlich wieder die anderen Poppenheimer da sein. Die vom Hangar. Und werden mich belästigen. Sind's da? Schon geh. Da steht schon der Erste. Grüß Gott. Geh noch her. Ja, da hat ihn gleich mal von den Socken gehauen. Voll Überraschung. Ja, wer ballert denn da schon wieder? Der Nachkomme eines Rambos. Ja, du. So, raufbold.
Ja, so hoffen wir schaffen zusammen, wo sagt. Tu mir einfach nicht. Mann. Au. Mit dem Mühe nervig. Ja, gute Frau. Gut verrotten. Bei lebendigen Leibe. Ohne 2 K.O. Oh, das ruckelt. Guter Mann. Das juckt mir nicht. Gar nichts. Pass auf, kurz mal ausräumen. Ja gut, lang schon. Geh mal rein da, ich brauch den Code. Holy shit. Feels like it's been forever since I was back in my shed. Good to be home. Now, where do we start our search? No idea. Was hoping you'd point the way. I hope I'll be able to help you find what you're looking for, but if I were you, I wouldn't expect too much from my memories. They're rather vague. It's been so long. Give yourself some credit, Scott. We'll find something useful. If you say so, ask away. Ditto. Ja, der Scotty war mit dem Mark Reacher befreundet, gell? Bevor er ihn umgebracht hat. Ja, pass auf, Your Kumpel. old friend Mark apparently made drawings that diagrammed how he improved his rover. They gotta be around here somewhere. He ever talked to you about them? No, I don't believe that was some time ago, though. But I do recall his rover undergoing massive changes at some point. Vaguely, like a fuzzy, hazy dream. Jetzt nimm ich Zeichnungen und Do you Werkzeuge. remember where he'd put his tools and drawings? Mark was private and protective of his stuff. Didn't like people nosing around. And since he always had people visiting his shed, he would take things, tools and things, into his bedroom when they came. I always found it curious why someone would want to sleep with a screwdriver, but to each his own. Right. Well, maybe they're still in there. Wertgegenstände. Where did he used to put his valuables? Oh, Zachariah, I'm not sure he had valuables. Not, at least not in financial terms. Valuable with memories, perhaps? Those things he put in a locker, I believe, if I recall correctly. You ever look inside that locker, Amelia? No, No. It had a big lock with a code on it. Never knew how to get in, and after a while, I just forgot about it. Also felt like going through his stuff was kind of acknowledging he was never coming back. Maybe I can break it open. Den Schuppen I'll head durchsuchen. back and check the shed. Who knows? Maybe I'll get lucky and find something. Well, yes, it is a very large shed. I'm sure you will find something, even if not something you're looking for. Mann, ich mag nicht mehr suchen. Das habe ich schon gefunden. Ich brauche gerade den Code. Ja, da geht noch nichts. Scotty, geh mir her da. Keine Fax mehr. Druck den Code raus. Scott, I'm gonna need you to dig deep inside that mind of yours for a memory. Guy, my mind is a complicated place, Zachariah. A hodgepodge of me. Das sind gerade Ausreden, gell? Mag ich wetten. Caskets of broken memories, fragments, and... Die Kombination für den Spind suchen. Scott, do you remember the code to Mark's locker? It's hard to remember something you were never told, Zachariah. At least, I don't believe he told me. How would he give me the code to his locker? It'd seem odd, would it not? Well, I think so. Ja, pass auf, ich hab's ja schon ausprobiert, gell? Das war nämlich das Do you da. have a lucky number? No, not that I am aware of. Not a lucky number sort of man. He was a motto sort of man. In fact,
He would always say, a soul is way too short to fully discover Mars, but with each soul comes a new discovery. That's very nice, but how's that helping? Try 243935. It's the length of a soul on Mars. 24 hours, 39 minutes, 35 seconds. Okay, Leute, das war der Code. Jetzt aber hurtig. Und den Code gibt er von der Lorze, Worked. Locker's open. Just needed to enter the duration of a soul. All for a single key. Not a damn clue what it even goes to. Ja, jetzt habe ich den Schlüssel von Mark Reacher gekriegt. Und die passt natürlich da hinten rein. Logisch, oder? This drawing's hiding some sort of slot. Maybe it's a lock? Mark was quite the jester. He had the audacity, built a secret room in one of the army's sheds and hid a lock in one of his doodles. Oh, what a bold man. He was always the cooler one. Der verzählt mir lauter Blödsinn, Und da haben wir jetzt einen geheimen Raum. Oder Büro. His notes are pretty detailed about this icebreaker. He even lists all the materials needed to build it. I should be able to find them. Oh, and there's a drawing of the whole rover here. That's perfect! I can retrofit the front of my rover and just attach the icebreaker right to it. That brings something to mind. Should we not perhaps insulate the machine as well, considering the horrifically low temperature conditions at the pole? Yeah, probably why he added a special coating to the shell. Some kind of light, flexible plate, if I'm reading the notes right. Doesn't say the exact material he used, though. Says how he attached it, but not what it's made of. It calls to mind the abandoned dome. All those boxes of insulation lying about. You remember? Perhaps we could... more consideration at the least. Yeah, that's... my dad's drawing. I could probably adapt him to the rover's frame. Why the hell were all those boxes there anyway? It's where the people who worked in the city beneath the pole lived. To live in those conditions, you better have insulation. Or some damn thick skin. Maybe. Though the city shouldn't have been under the pole back then. It was nearby, not underneath. All the damn turmoil must have really fucked with the ice's structure. Only thing that's important, though, is you bringing those boxes back to me so I can make my baby cold weather resistant. Stelle den Eisbrecher her. Geh zurück zur verschollenen Kuppel. Oh Gott, ist auch noch. Jetzt brauche ich Dämmmaterial. Scheiße. Ja, das heißt, ich muss erstmal wieder zum Rover. Da sind die auch schon wieder da. Logik gar nicht. Er hilft nicht. Wisch mal mit. Hoppala. Meine war Friendly Fire. Ja, wer ballert da? Ja, was? Nein, wird nix, Cowboy. Okay, da unten noch. Die Nervensäge. Er hat nix. Serum, ja, nimm mehr mit. Ein Sturmgewehr. Wie gesagt, können wir es auch recyceln. Und wir werden mal kurz beim Mutantental vorbeischauen. Da möchte ich meine 2 Geheimnisse lüften. Mein Gott.
Jetzt mit den drei Humperer. War nix. Er ist weg. Was los ist noch? Der Schlimmste. Ja, Emilia, hau mal zu. Schaut ihn gerade an. Was sagt er? Ist nicht hinten? Was soll er weg werden? Ja, das Gotti, der liegt auch schon wieder. Der holt ja gar nichts aus. Hinab. In den dreckigen Untergrund.